Ja, schönen guten Tag zu meiner neuen Serie Bogenschießen mit Winner 3. Wortspiel in Anlehnung auf Winner 2. Winner 1 wollte ich ursprünglich nehmen, habe ich mir dann gedacht, passt jetzt nicht so gut schießen wie der eine nicht. Also Winner 1 geht nicht, Winner 2 ist schon vergeben, nämlich Winner 3. Ja, geschossen wird auf eine ganz normale Strohtafel. Die Entfernung beträgt 17 Meter, ziemlich genau 17 Meter. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum nicht 20, wie es üblich ist. Bei 20 hätte ich schon 3 Meter im Gemüsebeet von meiner Frau stehen und das will es nicht. Und deswegen 17. Und ich denke mir, 17 reicht auch, ist eh weit genug. Bitte konzentriert euch auf das Gold. Ja? Also rundherum braucht ihr eigentlich nicht schauen. Die Pfeile werden dann alle da drinnen stecken, wie es sich gehört. Ich werde 2 Serien schießen. Eine Serie besteht aus 3 Pfeilen. Ich nehme gleich 6, weil ich mir denke, ja, dann haben wir alle miteinander mehr davon. Also wie gesagt, ins Gold. Ich gehe jetzt schießen. So, vorgeschriebener Abstand ist jetzt da und wir gehen es an. Ja. Was man dazu sagen muss, es geht ein bisschen der Wind, also man sieht es an den Blättern in den Bäumen, gell? Also es kann gar nicht so wenig. Und das kann schon sein, also dass der eine oder andere Pfeil, also jetzt nicht ganz, das ist windbedingt. Ja. Ja. Ja, Nummer 3. Naja, also vielleicht doch ein bisschen mehr ums Gold herumschauen. So wie ich mir das vorgestellt habe, geht das gerade nicht. Na, schauen wir weiter. Ja, immerhin auf der Tafel, nicht? Das ist ja auch schon was. So, nächster Pfeil. Achtung. Na, Touch. Und einen habe ich noch. Ja. So, da. Ja, wie man sieht, ist das ein ganz anständiges Trefferbild. Einer ist im Gold, also wie angekündigt. Den lasse ich noch ein bisschen stecken, schaut so schön aus. Dann sind 2 im Grün. Dann werden wir noch ein bisschen weiter spülen. 3 im Rot, also 2 im Rot und einer mehr im Gelb, also in Gold. Rot bedeutet Wildschwein tot und Gold, das Glück war hold. So, da. Und den ziehe ich ja ganz besonders gern aus. Ja, ich habe natürlich eine Challenge vorbereitet, weil, also sagen wir uns ehrlich, also für einen Kunstschützen wie mich, Winner 3, ist jetzt ins Gold zu schießen jetzt nicht wirklich eine Herausforderung auf 17 Meter, schon gar nicht. Normalerweise schießen wir Profischützen zwischen 150, 300, 600 Meter. Die bieten dann schon schön alle da drin. Vielleicht auf 17 Meter nicht so, ich bin es nicht gewohnt. Gell? Aber ich habe eine Herausforderung dafür vorbereitet, nämlich, da muss ich mir den Handschuh ausziehen, nämlich habe ich, man kann das jetzt vielleicht sehr schön sehen,
Sieht man es eh, ja. Ja, da bin ich, da, Kamera, ja. Ein Herz, ja. Und das Herz werde ich jetzt hier befestigen. Hier, nicht in Gold, weil das Gold, das treffen wir eh dauernd. Naja, richtig guter Schütze muss ja eigentlich überall treffen können. Und deswegen ein bisschen abseits vom Gold. Ja. Schauen wir. Und jetzt seht ihr dieses Herz. Und das ist aber natürlich noch nicht alles. Sieht mir die Kamera noch? Ja. Trotz dieser schwierigen Windverhältnisse möchte ich diesen Kunstschuss, also diese Kunstschüsse, ich schieße ja 2 Serien, 6 Pfeile, mit Sonnenbrillen schießen. Das hört sich jetzt am ersten Moment vielleicht nicht so dramatisch an, aber wer weiß, also wie gut es ist, ich weiß also, dass ich mit Sonnenbrillen eigentlich gar nichts sehe. Eigentlich, und die Sonne, ja, sie scheint ja auch, aber ich habe sie im Rücken. Ja? Das kommt noch erschwerend dazu, wenn wir auch meinen Schusshandschuh anziehen. Und jetzt werde ich wieder die vorgeschriebenen 17 Meter einnehmen und bitte jetzt ganz genau auf das Herz konzentrieren. Ja? Meine 17 Meter erreicht. 18 war schon zu, wie gesagt, stehe ich schon mitten im Gemüse und das suche ich mir lieber nicht an. So da. Ja. Ja. Ist natürlich immer ein bisschen eine Annäherung dabei, gell? Also man muss sich schon, also auch als Profi, immer wieder ein bisschen einschießen. Was passiert gerade? Das waren die Richtpfeile sozusagen. Ah ja, den hätte ich mir vorher gewünscht. Aber wurscht. Wir haben noch ein paar Pfeile. So, da. Ja. Das wird schon was. Und jetzt. Letzter Pfeil. So, da. Schauen wir uns das einmal an. Ja, wie man unschwer erkennen kann, also habe ich das Herz gestreift. Was will man jetzt dazu sagen? Nehmen wir vielleicht einmal die Tafel und schauen wir es uns ein bisschen näher an. Eigentlich, ich habe ja gar nicht vorgehabt, das Herz wirklich zu treffen. Ja. Sagen wir uns ehrlich, ein Herz treffen, wenn man, es ist nicht schön, aber die Kunst darin, in diesem Schießen, hat ja darin bestanden, das Herz nicht zu treffen, also quasi einzukreisen, und das ist mir eigentlich auch gelungen. Ein Schuss in Gold, das war sozusagen der Richtpfeil, den braucht man ja auch, damit man ungefähr weiß, wo die Mitten ist, nicht wahr? Und ja, so schaut es dann aus. Im Idealfall. Gell? Also, liebe Leute, wenn euch das noch nicht gelungen ist, müsst ihr halt üben. Irgendwann seid so gut wie ich. Dankeschön. Viert euch.